da gehört dem Archer zu Arch. Er hat einmal mir gehört. Vor 4 Generationen. Ja, damals, vor 150 Jahren, war's Bauernsein noch schön. Also, ich hab neben meiner Bäuerin noch 4 Dirnen gehabt. Bauernmägde, nicht wahr? So was kennt mein Urenkel heutzutage gar nimmer. Nein, da geht sie nix mehr. Ich bin froh, dass ich schon 100 Jahre tot bin. Aber ab und zu schau ich rüber von da drin in eine heutige Bauernstube. Oh mein, oh mein, oh mein, wie hart ist Bauer sein. Oh mein, oh mein, oh mein, wie hart ist Bauer sein. Pfui haben's billig, Stier sind's billig, Zeit kostet nix, die Kalbe noch viel weniger, Fackeln darf der Finger. Uns der Rat ist nix wert und niemand, der uns erhört. Oh mein, oh mein, oh mein, so hart ist Bauer sein. Oh mein, oh mein, oh mein, wie hart ist Bauer sein. Kein Buckel mehr im Gall, nur Kirner oder Sei und Steier mehr wie mir und da viel weniger Bier. Trotz Traktor und Nitrat, trotz Kali und Phosphat, viel Arbeit überall, die Bäuerin muss in Stall. Der Nebenerwerb, der Zuerwerb macht alles so hart. Kein Mittertieren mehr zum Verführen, uns Töchter, freilich, darf studieren. Oh mein, oh mein, oh mein, so hart ist Bauer sein. Oh mein, oh mein, oh mein, so hart ist Bauer sein. Also ich bin froh, dass ich schon 100 Jahre tot bin. Jetzt ist der Herr Doktor doch noch gekommen. Vielleicht kann er dem Maxl diesmal helfen. Kaum. Oh, du warst recht. 7000 Mark haben wir gezahlt dafür. Und nachher schlaft er und schaut keinen an. Bei keiner wird der munter. Ich hab sowas noch nicht erlebt. Vielleicht hat er Liebeskummer. Hey, der Maxl und Liebeskummer. Also das ist ganz unmöglich. Auch Tiere haben Gefühle. Ja, du mit deinen Gefühlen. Du hast mir langsam zu viel Gefühl. Gerade hast du gesagt, ich hätte so viel Verstand. Herrschaft, na Maria, geh heute hinaus in den Stall. Wenn er schon da ist, der Herr Tierarzt, das gefreut ihn. Aber mir nicht. Das nennt man gefrevelt mit seinem Glück. Komm, versöhnt euch wieder. Kein Examen machen, aber so eine Partie ausschlagen. Ich mache halt zuerst einen Doktor und dann erst das Staatsexamen. Mit jedem Jahr wirst du älter, Madel. Und es ist nicht gesagt, ob du überhaupt eine Anstellung findest. Er bringt nicht die Tür. Es hilft keine Spritzen und keine Infusion. Na, bei uns hört der Verdruss nimmer auf. Vorher habe ich gerade den Marktbericht gehört. Die Schweinepreise haben schon wieder nachgegeben. Ja, warum haben wir uns auch auf Schweinezucht umgestellt? Da haben wir ja mit der Bullenmast nicht so viel Verdruss gehabt. Hansi, bist das du? Ja, servus. Ja, da ist der Franz, der Eicher von euch. Du, ich habe eine Frage. Den Eber, was ich mir vorige Woche von euch schicken habe lassen, ist der versichert? Ja, ja, der belgische Pietren. Was? Nur die Fracht? Sauber, sag ich. Ja, danke, Chef, für die Auskunft. Servus, Hans. So habe ich mir gleich gedacht. Herrschaft, Schalten. Jetzt sind 10.000 Mark bei Teufel. Aber wir haben sie ja nicht. Ja, kann man denn da niemanden regresspflichtig machen? Regresspflichtig. Der ihren Tierarzt mache ich regresspflichtig. Papa. Der ist bestimmt schuld. Der Hans Dampfberg studierte. Herein. Ein Nachbar. Ja, Ja, was ist denn? gar so viel vertragt's bei nimmer, das alte Spinnradl. Grüß Gott beieinander. Was möchte denn der schon wieder? Das wirst du dann schon sehen. Was willst du denn mit den alten Spinnradl? Fangst du einen Antiquitätenhandel an? Nein, ich verkauf nichts. Das kann man höchstens herschenken, dass wir besser zusammenspinnen können. Herschenker willst du es? Ja, schenk's ihr. Du bist auch nicht dümmer wie der Tierarzt. Was hat er denn, Vater? Ach. Gift gegen einen Fichtdoktor. Das hätte ich gern. Da schau her, Maria, was er da mitbringen. Also, das ist zu viel, Nachbar.
So ein Geschenk kann ich nicht dulden. Schenkst du nicht dir, schenkst du dem Fräulein Studentin. Nix da. Das Spinnrad ist von der Das Urgroßmutter. ist mir gleich, geh ich daheim mit deinem Klum. Mama, das ist leicht 1000 Mark wert. Ja, und jetzt gehört's dir, Maria. Vergeht's gut, Gesauferl. Sing's gut. Aber das hätt's nicht braucht. Maria, überleg dir das gut, was du jetzt tust. Ja, der Gesauferl ist unser Nachbar und wir ratschen gern. Was ist denn da dran schlimm? Ja, wie ich ihr heute in der Früh auf dem Speicher drum gezeigt hab, das Spinnradl, hat ihr so gut gefallen, Nachbarin, dass man Leid da hat, dass ich ihr nicht gleich mitgegeben hab. Du bist mit ihm in den Speicher gegangen. Der reinste Antiquitätenladen. Voller alter Truchen, Spinnradl und Rostgeschirr. Und vergiss das alte Kanapee nicht. Ja, das alte Kanapee. Wie soll ich denn das verstehen? Du wirst dich doch nicht mit dem Original da, mit dem Verkrachten, in eine Liebschaft einlassen. Um Gottes Willen, Maria. Das ist keine Liebschaft, nicht Nachbarin. Das will ich auch Das hoffen. ist mein heiliger Ernst. Die Maria wird einmal meine Bayerin. Das hab ich geträumt. Mara und Josef, das halte ich nicht aus. Maria! Ja, glaubst denn du, wir lassen dich umsonst studieren? Noch dazu Theologie. Dass du nach so einem Fretter, so einem verkommenen sei Bayerin wirst. Die Mama, ich bin mit dem Gesauferl doch bloß ein bisschen befreundet. Das ist schon mehr wie eine Freundschaft. Du bist da ja nichts ein. Was möchtest du denn überhaupt bei uns? Ein bisschen zusammensitzen, das ist doch überall erlaubt. Nicht am helllichten Werktag. Ich bin ein freier Bauer. Ich kann mir das leisten. Und deine alte Mutter? Muss die Stallarbeit allein machen. Nicht allein. Misten und Futtern tue ich. So. Ja, mit Gabe und Holzschub kann. Das ist wieder Mode, wenn man es als Sport betrachtet. Bei dir ist kein Sport. Aber gesund ist da, greif einmal her. Das sind alte Bauermuskeln. Ja, ich brauch kein Jogging wie der Leitner, bei dem seit 20 Jahren alles maschinell geht. Oder wie bei deinem Mo, dem sie Bandscheiben operiert haben. Da hat er nicht unrecht. Möchtest das Mittelalter wieder einführen? Und womöglich auch noch mit der Hand melken? Dass wir noch weniger konkurrieren können in der EG. Das nicht, aber man muss nicht überall vorn dran sein wollen. Ich hab zum Beispiel noch nie einen neuen Traktor gekauft, aber einen gebrauchten. Und komm auch mit. Aber wie? Er ist eben ein Idealist. Ganz bewusst noch ein Herr auf der eigenen Scholle. Ein schöner Herr. Vielleicht habe ich als bewusst konservativer Landwirt weniger Schulden als wie mancher voll mechanisierter Intensivbetrieb. Weißt nur Rosfurters. Und 30 Hähner und 20 Gänse und 3 Fackesei, 26 Enten, 8 Schaf, 7 Kinehasen, 2 Katzen, ein Kader, ein Hofhund und im Kurstall noch ein Gasbock. Aber grad 8 Kühe hast. Und ein Stier dazu. Meine Kühe sind glücklich. Aber eine Bayerin geht da ab. Vielleicht nimmer lang. Na, Xaver, zu unserer Maria führt für die kein Weg, ich merk dir das einmal. Sie wird Studienrätin in Religion und keine Bäuerin. Meine Bayerin kann ungeniert als Zuerwerb Religionsstunden halten. Bin freilich kein Tierarzt nicht. Gesauferl, du bist mir nicht unsympathisch. Nicht. Aber deswegen muss man doch nicht gleich heiraten. Nicht. Nein, heutzutage nimmer. Aha. Das wundert mich. In meiner moraltheologischen Doktorarbeit kommt darüber ein eigenes Kapitel vor. Da schreibe ich und zitiere sogar Kirchenväter. Die Sünden wider die Schwachheit des Fleisches gehören Gott sei Dank nicht mehr zu den Todsünden. Aha. Und der Herr Tierarzt, ist dir der auch nicht unsympathisch? Heiraten werde ich ihn auch nicht. Gewiss nicht. Weil ich überhaupt nicht heirate. Bevor ich mein Examen nicht gemacht habe, schon gleich gar nicht. Und der Fichtdoktor, der ist schon mal geschieden. Hat er dir das gesagt? Ja, und jetzt mag ich über das Thema nicht mehr reden. Keiner tut auch nicht viel. Sonst hätte er einen Sauber nicht falsch gespritzt. Hat er das? Freilich, du bist doch selber dabei gestanden. Er wird ihn schon wieder gesund machen. Das glaub ich wieder nicht. Der Saubär, der schlaft jetzt schon den 6. Tag. Ja, jetzt muss ich wieder heim zum Schafscheren. Da gibt's dann wieder schafwollene Strümpfe. Da, schau her, das ist wieder modern. Aber wird man nicht zu modern? Na, gewiss nicht. Jetzt kriegst du nämlich noch echtes altes Bauernbussel. Was? Vierte. Vierte. Und nochmal vergeht's gut für das schöne Spinnradl. Sing's gut.
Jetzt ist der noch da. Ah, Herrin, passieren geht über Studieren. Es wird Zeit, dass du druckst. Gleich zum Essen und der Herr Tierarzt wird unser Gast sein. Ist das wahr, Maria? Vielleicht. Das trifft mich aber hart. Mein Gast ist er nicht. Aber sei meine. Trotzdem, dass er einen Saubären falsch gespritzt hat. Ja, jetzt sag ihm endlich einmal die ganze Wahrheit. Was für eine Wahrheit. Dass du Frau Tierarzt wärst, wenn du das Examen wieder nicht bestehst. Ja, das besteht schon und dann nimmt's mich. Erst recht nicht. Und du wirst meine Schwiegermutter. Du, die Kübelklar, Schwiegermutter, du Hagelbuchener Jungsei, du Überbliebener, die möchte ja nicht einmal ich. Also, das ist jetzt hart, das brauchen wir nicht gefallen lassen, Maria. Du musst mir jetzt helfen. Jetzt lasst mir endlich einmal meine Ruhe. Ich muss meine Dissertation fertig schreiben. Nächstes Semester habe ich das Examen. In Moraltheologie sind die Prüfungen nicht einfach. Du und deine Moraltheologie, schmeißen doch endlich hinaus, wenn's der Moral hast. Nein, ich geh schon. Und vergiss das alte Cannabinetrom am Speicher. Hat der Lackel eine Einbildung. Und du bist so blöd und unterstützt noch sein Wahn. Ist sowas moralisch? Weil ich in Moraltheologie promoviere. Deswegen brauche ich nicht wie eine Nonne leben. Was? Und die Liebe lässt sich weder befehlen noch zügeln. Sie ist spontan wie die Sünde. Maria! Nur bin ich im Augenblick nicht fähig, zwischen einer anbefohlenen und einer sich aufdrängenden Liebe zu unterscheiden. Deswegen entscheide ich mich gar nicht, weil ich für die wirkliche Liebe bin. Die Liebe, alle weil jetzt von der Liebe und heiraten tust doch nicht. Nie mehr lasse die dich studieren. Mama, ich meine ja nicht die Liebe, wie es das du meinst. Wie meine ich sie denn? Wenn man so gut wie verlobt ist, darf man sich auf so eine Gaudi nicht mehr einlassen. Mama, der Xaverl ist unser Nachbar und möchte mich seit Jahren heiraten. Das weißt doch. Dass aus der Gaudi nur kein Ernst wird. Früher habe ich gelacht über ihn. Aber in letzter Zeit ist er mir nicht unsympathisch. Ja, du wirst... Und außerdem fühle ich mich mit dem Herrn Dr. Medvedrenja wirklich nicht verlobt. Jawohl, bist verlobt. Und Schluss jetzt. Warum bist denn heute gar so reizbar? Warum? Warum? Da schau mal und schau dich. Ich hab das ja zuerst gar nicht zeigen wollen, aber wenn du schon mit dem Xaverl am Speicher drum gleich aufs nächstbeste Kanapee gehst, So kann ich mich doch sehen lassen. als sich der Papa auf Schweinezucht umgestellt hat, hast du die scheint's auch umgestellt. Merkt ihr das einmal, Madel? Die größten Schweinereien passieren nicht im Saustall. Die geschehen alle noch unter die Menschen. Mein Gott, was habe ich denn schon gemacht? Halbert nackt fotografieren hast du lassen. Den Katalog, da hat mir die Nachbarin unter die Nasen gehalten und hat recht scheinheilig gefragt. Nichts Anständiges kannst du dir gar nicht vorstellen, wer so Bademoden Und vorführt. hat recht scheinheilig gefragt, ob du jetzt nicht mehr Theologie studierst. Das ist auch nicht schlimmer, wie wenn ich im Gemeindehaus Dirndlgewand davor führe. Das ist mir auch nicht recht. Und da habe ich 10-mal so viel Zeit gekriegt. Seid froh, dass ich mein Studium mitfinanzieren half. Als Mannequin. Oder noch schlimmer. Mama! Als Bauerntochter darf man sich auf sowas nicht einlassen. Wenn man studieren darf, schon gleich gar nicht. Ja, ja, zu deiner Zeit hätte sich ein katholisches Landvolkmädchen sowas nicht traut. Hätte ich mir auch nicht. Obwohl es keiner hast. Wie meinst du denn das? Der Figur noch hättest du trauen dürfen. Ja? Na, nicht um viel Geld. 2 Tanten und eine Schwester von mir sind ins Kloster gegangen. Ein Cousin ist Pfarrer geworden. Der Onkel Sebastian sogar Domherr und bei dem darfst du wohnen als Studentin. Und nachher sowas. Der Onkel Sebastian hat eine bessere Meinung von mir wie du. Weil er dich nicht kennt. Der hochwürdigste Herr Onkelprälat ist viel großzügiger, wie du glaubst. Weil er es nicht weiß, wie es, dass du mit dem Mannsbilder treibst. Alles weiß er von mir. So. Und weiß er das auch? Dass bereits 2 Theologiestudenten deinetwegen nicht mehr Pfarrer werden wollen. Auch das. Aber die wären ohne mich auch abgesprungen. Du hast es auf dem Gewissen. Du hast es verführt. Sowas ist ja doppelte Todsünd. Mama, red mir mal von Frau zu Frau. Ich hab meine Doktorarbeit fast fertig. Ich hab einen Beruf vor mir, der mir Freude macht. Wenn's das schaffst. Aber du kannst so auch Frau Doktor werden. Ohne die blöde Studiererei. Er mag die. Er darf auch mitessen. Er muss mitessen. Jetzt geh halt lieber in den Stall und lad ihn ein. Wirst sehen, das gefreut ihn. Da bin ich weniger überzeugt. Hast ihn schon wieder eifersüchtig gemacht. Mama, ich wollte dir doch gerade erklären, dass ich das Heiraten nicht notwendig hab. Wenn's ihn nicht magst, dann hättest du nicht mit ihm in Urlaub fahren dürfen. Nein, Mama, im Urlaub hältst du am Mannsbild schon einmal 14 Tage lang aus. Und sowas studiert Theologie. Und deine Schmuserei mit dem Xaverl? Für so einen wär's der Naturschutz gut sein für einen Spaß. Für die heutigen Moraltheologen ist auch der sogenannte Spaß nicht unbedingt mehr eine Sünde. Das hätte man billiger haben können.
Der lässt dich der Papa studieren und dann gefällt dir so ein verkrochter Bauer. Ich heirate überhaupt nicht. Nachher gehst du ins Kloster. Falsch gespritzt hast, du bist schuld. Unsinn. Und deine Versicherung musst zahlen und das machen wir jetzt schriftlich. Geh noch reden, Doktor. Ich gehe ja schon. Grüß Gott, Eicherin. Grüß Gott. Grüß Gott, Maria. Grüß Gott. Lieber Herr Doktor, bleiben Sie zum Essen da. Sie sind herzlich eingeladen. Gern. Aber an der Indisposition des jungen Ebers bin ich nicht schuld. Mir ist peinlich nur. Falsch gespritzt hast. Schmarrn. Herrschaft Doktor, gesteh's halt endlich einmal ein. Du hast die Vitaminspritze mit der Kastrationsspritze verwechselt. Sowas gibt es? Gibt es nicht und schon gleich gar nicht bei mir. Ja, nicht bei dir, aber bei meinem Eber. Und der ist jetzt wertlos. Der schlaft ja bereits den 8. Tag. Den 6. Und niemand kann ihn mehr munter machen mit Mühe und Not, dass er zum Fressen aufsteht. Blödsinn. Maria, studier doch nicht immer. Im Urlaub hast du selber gesagt, Bussieren geht über Studieren. Das war nur ein Zitat. Von einem anderen. Doktor, der hat mich 7000 Mark gekostet. Der teuerste Saubär, den ich je eingesteigert habe. Ein belgischer Pietrin. Ich weiß. Gut. Maria, ich hab da doch nichts getan. Bitte schau mich wenigstens an. Na also, sind wir wieder gut miteinander? Ich bin nicht verkracht mit dir. Aber das hat keinen Sinn mehr mit uns, wenn du alleweil nur vom Heiraten redst. Hab ich jetzt ein Wörterl gesagt? Aber denkt hast du, ich seh das doch an. Recht hast, Maria, lassen nur porzen. Und wenn er mir meinen sündteuren Pietrin nicht wieder lebfrisch macht, und das kann er nicht, dann gibst du ihm den Laufpass. Gern, Papa. Und ich schreibe jetzt der Versicherung. Ich hab die Spritzen nicht verwechselt. Ja. Und außerdem ist die mir nicht wegen die Pietrin böse. Ja, ja. Maria, du warst dabei. Du kannst es bezeugen, dass ich dem Saubären keine falschen Spritzen gegeben hab. Und jetzt red wieder mit mir. Ich hab schon einen Hochzeitstermin im Kopf. Aber keine Hochzeiterin. Also ich schreibe jetzt, infolge einer seelischen Erregtheit ist mir ein Kunstfehler passiert. Ja, so geht's. Wenn ich mich recht erinnern kann, hast du mir im Urlaub eine Zusage gemacht. Davon weiß ich nichts. Ja, es ist noch keine 14 Tage her, da hast du mir dein Ja-Wort gegeben. Das war doch nicht ernst. Das war ein Urlaubsgefühl. Nur ein Urlaubsgefühl. Also mir war's ernst. Lieber Rudi, ich hab dir schon 100-mal gesagt, vor dem Examen mag ich über so ernste Geschichten nicht mehr reden. Bitte fall durch, Maria. Ich nehme dich auch ohne Doktortitel. Nix da. Die Maria macht den Doktor, gell? Meine Tochter kann das. Und will es. Im kommenden Jahrtausend werden die Frauen intelligenter sein, Herr Doktor. Geht das auf? Brav, Mädi. Emanzipier dich nur, aber hitz mir ja die Mama nicht auf, gell? Was? Weil in unserer Familie bin immer noch ich der Gescheitere. Und der Gescheitere gibt noch. Bring ein Bier, Papa. Vor 14 Tagen... Dass dich ja nicht mit ihm versöhnt, bevor seine Versicherung meinen sündteuren Eber ersetzt hat, gell? Vor 14 Tagen in Jerusalem, genau in Jerusalem, da hast du mir dein Ja-Wort gegeben. In Jerusalem. Wahrscheinlich aus Begeisterung und bestimmt nicht direkt. Auf meine klare Frage, ob du meine Frau werden willst, hast du mir präzise geantwortet, und zwar vor der Klagemauer. Von mir aus hast gesagt, und sowas bindet. Nicht vor der Klagemauer. Wo denn sonst? Von mir aus heißt nicht ja. Und außerdem habe ich es mir vielleicht wieder anders überlegt. Im Grundsätzlichen anders. In der Liebe gibt's keine Grundsätze. Da mag man sich oder man mag sich nicht. Und ich mag dich. Suppen steht am Tisch. Sitzt euch her, bitteschön. Sie auch, Herr Doktor. Der Maxl wird schon wieder munter werden, wenn er lang nur geschlafen hat. Glaubst du, jetzt habe ich so einen sauberen, niegelnagelneuen Saustall, weiß gefliest, hygienisch wie ein Schwimmbad, fast geruchlos. Oder riecht's ja was? Na, Nix riecht's. Und da schlaft mir der Maxl ein. Ja, mir ist auch ein Rätsel. Er mag halt nicht. Doktor, deiner Versicherung schreiben wir, infolge einer seelischen Erregtheit schreiben wir, indem dass ich mit einer Theologiestudentin im Schweinestall gewesen bin, habe ich einen Kunstfehler begangen. Oder ist mir ein Kunstfehler unterlaufen, ganz wie es meinst. Ich habe den Saubären mittels einer Hormonspritze impotent gemacht. Der Eber hat einen Gegenwert von 7000 Mark, punktum. Eicher Vater, sowas kann ich nicht unterschreiben. Ich habe dem Maxl ein Vitaminpräparat gegeben. Und dann habe ich ihn gegen Backsteinblattern geimpft und habe ihm kein solches Zeug gegeben, kein Was? Dioxyd-Diethylstilben-Bipropionat, ein hormonveränderndes Hormon. Bravo, ohne nachzuschlagen. Mahlzeit. 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 na also, ihr vertragt euch schon wieder, ihr zwei.
Sie macht halt jetzt allerhand mit ihrer Doktorarbeit, Herr Doktor. Ich bin ihm nicht böse, Mama. Ich mag bloß nicht heiraten. Noch nicht. Zum Wohlsein. Prost. Na also, seid ihr so ein schönes Ball, ihr zwei. Die Daumen hätten euch nicht schöner zusammentragen können. Herr Doktor, Frau Doktor. Auf euer Glück. Aber das eine merkst du, Doktor. Deine Versicherung ersetzt mir den Eber, und zwar den vollen Preis, plus Frachtkosten, gell? Hey, Papa, jetzt wo sie sich gerade wieder vertragen. Das ist mir wurscht, Mama. Er hat den Maxl mit seiner Spritzen impotent gemacht. Infolgedessen muss er zahlen. Mein lieber Herr Schweinezüchter, Bitte? Ihren Zuchteber mache ich wieder frisch und munter, so wahr ich Ihre Tochter heiraten will. Hoffentlich. Aber wenn der Maxl nimmer wird, dann prozessiere ich mit dir, auch wenn du mein Schwiegersohn bist. Ich mach ihn schon nicht so schnell zu deinem Schwiegersohn, Papa. Wenn überhaupt. So eine Frau Dr. Thiol braucht aber verdammt viel Verständnis. Nicht nur Verständnis und Geduld, auch Nachsicht. Und immer wieder die Bereitschaft, einen eventuellen Seitensprung in andere Fakultäten zu verzeihen. Maria! So. Jetzt kriegt der Maxl noch eine Polanspritzen. Dann komme ich morgen erst wieder. Von mir aus erst übermorgen. Maria, sei stark! Red nur, Mädi. Also mir gefällt das, Mama, wenn in meiner Stummerinnen zwei Doktor miteinander streiten. Jetzt hast du's. Recht hast, Maria. Bloß weil ich zwei an der Zeit hab, braucht meine Tochter noch lange keinen Tierarzt zu heiraten. Noch dazu einen, dem solche Kunstfehler passieren, gell? Danke, Papa. Wenigstens du verstehst mich. Meine Damen, ich gehe bestimmt mit der Zeit. Aber mein einziges Kind opfere ich nicht der Schweinezucht. Wer redet denn von Opfer? Und wenn ich 300 Schweine hätte, braucht sie keinen Tierarzt zu heiraten, Mama. Von mir aus soll's ins Kloster gehen. Herein. Der Nachbar schon wieder. Grüß Gott beieinander. Entschuldigt, dass ich noch mal störe, aber ich hab jetzt erst gerade dran gedacht, Maria. Jetzt ist er schon wieder da. Siehst du nicht, dass wir beim Essen sitzen? Ich hab gerade dran gedacht, was heute für ein Tag ist. Was soll denn heute für ein Tag sein? Im Kalender steht ein ganz besonderer. Ein besonderer heute. Ja, Freitag der 9., sonst nix. ich hab's nicht den richtigen Kalender. Aber du vielleicht. Stickstoff, Kahlewerke AG. Na, da stehen freilich keine Heiligen drin. Ja, für so eine Firma ist halt der Dünger wichtiger, weißt? Darf man mit so einem Kalender am Freitag auch Fleisch essen? Oh, hat er nicht Unrecht. Und die leeren Hadeker beim verfallen lassen. Ja, da brauchst du nicht wundern, wenn du im Stall kein Glück hast. Mit die Heiligen geht heutzutage in der Landwirtschaft nichts mehr. Das sagt sogar mein Bruder, der hochwürdige Herr Berlat, dein Schwager. Drum ist der Fichtdoktor so oft bei euch. Bist du einmal zu oft, als wir's Viech verrückt, gell? Dem heiligen St. Leonhard sei gedankt. Seitdem ich Bauer bin, ist mir noch keine Kur umgestanden. Okay. Ja, und zum Dank möchte ich dem heiligen St. Leonhard seine Kapellen renovieren. Allein? Ja, freilich. Geh, Maria, das gefreut dich, dass ich auf den Leonhard mehr halt, als wir auf den Fichtdoktor. Was hast denn da? Möchtest du dir vielleicht schon wieder was schenken? Ja, gratulieren wird man mal dürfen. Bei uns hat niemand Geburtstag. Aber Namenstag, in dem das heute Franziska ist. Richtig, heute ist Franziska. Ja, und du hast doch mit dem zweiten Namen Franzi. Maria Franziska. Dass er das weiß. Von mir nicht? Du sag einmal. Und du bist also unsere alte Leon Hadeker beim Restaurant. Ja, freilich. Und mich kostet jetzt keinen Pfennig. Ja, das mache ich ganz allein. Alles? Ja. Gut, dann darfst. Lass dir zu deinem zweiten Namenstag gratulieren, Maria Franziska. Und nimm die Riegelham von meiner Urgroßmutter. Vergeht's gut gesaufen. Das erlaube ich nicht, dass du so ein Geschenk annimmst. Sowas verpflichtet. Okay, Mama. Eine Akademikerin verpflichtet sich nie zu was. Meine Urgroßmutter hat's als Hochzeitshaum getragen. Da, horch. Ja, und? Für die reiht mich nichts, Maria Franziska. Ich danke dir dafür. Hey, auseinander. Maria! Ich bin erstaunt, sehr erstaunt. Gell, Doktor, du standst. Der Nachbar macht der Konkurrenz. Was hat denn das zu bedeuten? Darf ich um Aufklärung bitten? Sitzen Sie her, Herr Doktor, und probieren Sie ein Breckerl Fleisch. Der Nachbar macht halt seine Spassetteln. Nicht Spassetteln, das ist mir ernst. Je besser ihr die Haum passt, desto schneller muss geheiratet werden. Ach so, der Herr Nachbar macht meiner Braut ein Hochzeitsgeschenk. Greifen Sie zu, Herr Doktor. Danke. Der Maxl wird jetzt bald wieder frisch und munter sein. Hoffentlich, sonst verklage ich dich auf Schadenersatz. Er hat schon ein wenig gegrunzt. Vom Grunzen allein kommen keine Fackeln. Passieren
Geht überstudieren. Auseinander! Die Szene wird zum Tribunal. Aber erschrickt's nicht. So ein Streit ist ganz normal und gehört zum Leben. Nur diese Modernität in die heutigen Gerichtsstuben. Statt ein Schreiber ein Diktaphon und statt ein Wachtmeister eine Sprechanlage. Sowas. Nur der alte Herr Prinzregent hängt immer noch an der Wand. Wer traut sich da schon einen Meineid schwören? Jetzt geht die Kontrahenten vors Hohe Amtsgericht. Dort soll der Streit nun enden, er tut es aber nicht. Tierarzt und Schweinezüchter stehen heute vor dem Richter, wollen wegen einen Saubären auch noch an Meineid schwören. Oh mein, oh mein, oh mein, ist da hart Richter sein. Und auch gar manche Zeugen, ein jeder kommt so weit, bezeugen, dass das Zeugen dem Achsel nimmer frei. Oh mein, oh mein, oh mein, da braucht ihr Richter sein. Oh mein, oh mein, oh mein, da braucht ihr Richter sein. Aufgerufen ist die Sache Eicher gegen Dr. Heigelmeier. Ich bitte die Parteien einzutreten. Grüß Gott, hohes Gericht. Grüß Gott, Herr Eicher von Eich. Ist mir eine Ehre, Sie heute als Kläger begrüßen zu dürfen. Mich freut's auch, Herr Rat, dass wir uns noch einmal sehen, bevor Sie in den Ruhestand treten. In den wohlverdienten Eicherbauer. Aber zur Sache. Tja, ein seltsamer Fall, fast pikant. Ich begrüße Sie ebenfalls, Herr Dr. Heigelmeier. Bitte Platz zu nehmen. Danke, Herr Amtsgerichtsrat. Ja, Sie auch. Ach so, ja. AZP-86-137 wegen Sachbeschädigung. Mein Sauber ist keine Sache. Die Kontrahenten sind mir bekannt und ohne Anwalt erschienen. Ja, das machen wir drei miteinander aus, Herr Rat. Ob das billiger kommt, ist fraglich. Der Eber hat 7.000 Mark gekostet und den muss man der Angeklagte ersetzen. Der Herr Dr. Heigelmeier ist hier kein Angeklagter, sondern Beklagter. Und zweitens, lieber Herr Eicher, wir können gleich wieder aufhören. Sie stehen vor dem falschen Gericht. Wir sind nicht zuständig. Ja, wieso haben wir dann einen Termin gekriegt? Weil Sie mir den Wert Ihres Ebers nicht mitgeteilt haben. Über 5.000 darf das Amtsgericht nicht verhandeln. Wenden Sie sich gefälligst an das zuständige Landgericht. Das ist aber blöd, wo jetzt die Zeugen schon vor der Tür sitzen. Es sei denn, wir mindern den Wert Ihres kostbaren Tieres auf 5.000 herunter. Hm? 7 hat er gekostet. Ja, ja, hartnäckig wie immer. So kenne ich Sie. Wir verhandeln trotzdem. Wir prorogieren auf Zuständigkeit der mündlichen Verhandlung mit beiderseitigem Einverständnis. So, jetzt geht's. Gott sei Dank. Sagen Sie mir, Herr Eicher, warum ist denn Ihr Zuchteber so viel wert? Was ist mit ihm passiert? Tragen Sie mir Ihre Schadensersatzbegründung vor, aber nicht so umständlich, gell? Ich habe noch was anderes zu tun. Ja, wie Sie wissen, Herr Rapp, bin ich ja der größte Schweinezüchter im ganzen Bezirk. Ich habe gut 200 Säue und 4 Eber. Da aber 2 von denen schon ein bisschen ältere Herren worden sind, habe ich mir einen 5. eingesteigert. Ja. Einen belgischen Pietrin. Bis auf 7.000 habe ich steigern müssen, Herr Rat. So einen teuren habe ich noch nie gehabt. Kühe haben Sie keine mehr? Nein, nur noch Sei. Aber die müssten halt gesund sein, nicht vom Tierarzt in den Schlaf gespritzt werden. Das lasse ich mir nicht bieten, Herr Amtsgerichtsrat. Herr Doktor. Impotent hast du gespritzt. Es gibt keine Impotenzspritze. Herr Doktor, später, bitte später, ja. Entschuldigung. Da brauchst du dich nicht entschuldigen, Doktor. Als Angeklagter hast du das Recht zum Leugnen. Als Beklagter, nicht ganz so leger, Herr Eicher, gell? Leugnen kannst, aber nutzen tut sie nichts, weil ich die Beweise in der Hand hab. Die Zeugen stehen schon vor der Tür, Herr Rat. Ja, die kommen schon noch dran.
beantworten Sie mir jetzt die Frage. War der Eber am Tag seiner Ankunft noch gesund? Ja. Oder hat er bereits den Keim dieser Interesselosigkeit in sich gehabt? Das ist durchaus möglich, Herr Amtsgerichtsrat. Vielleicht hat er eine zu hohe Dosis Stresnil bekommen. Hör doch auf, Dr. Herrat. Sie hätten mein Maxl sehen sollen. Angekommen, raus aus der Steige und schon ist er scharf gewesen. Ja, der hat ja am ersten Tag gleich 3. Nicht degutant werden, Herr Kläger, ja? Ich bin zwar hier einiges gewohnt, aber so derbe Entgleisungen kann ich bei Gericht nicht dulden. Bei die Sei gibt's keine Sauerei, Herr Rat. Da ist alles Natur. Da allerdings bin ich mit dem Kläger einer Meinung. Aber nicht diese Ausdrucksweise. Man kann auch andere Worte finden. Ja, mein Herr Rat, ich rede halt, wie ich es weiß, nicht? Keine ordinären Ausdrücke mehr, gell? Sonst verhandle ich nicht weiter. Aber Herr Rat, ein Saubär ist ein Saubär. Tja. Am 25. Februar ist der Eber also gesund im Stalle angekommen. Ja. Am 28. Februar wurde er vom Herrn Tierarzt untersucht und angeblich gegen Blattern geimpft. Vorsorglich, denn er war ja gesund. Ich habe ihm dann nur eine aufbauende Vitaminspritze gegeben, ein harmloses Multivitaminpräparat. Ja, warum denn, wenn er gesund war? Ja, sowas schadet nicht. Außerdem war er durch den Transport etwas geschwächt. Gestehst doch endlich einmal ein, Doktor. Kastriert hast du mit deiner Spritze. Das weiß doch jeder, dass man heute sowas nicht mehr macht. Meine Herren, Also, meine Herren, ich bitte nicht so ungeduldig, ja? Herr Rat, da ist noch was. Ja. Eine Woche vorher hat der Tierarzt meinen alten Willi, Wen? ja, dem ausgedienten Eber, eine Beruhigungsspritze gegeben, weil er ins Schlachthaus gekommen ist, nicht? Am Ende hat er den Maxl mit dem Willi verwechselt. auch diese Unterstellung verbiete ich mir, mein lieber Herr Schwiegervater. Moment, noch sind wir nicht verwandt miteinander, gell? Herr Doktor, bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Am 3. März, schreiben Sie, Herr Kläger, hätte der Eber nun auf einmal keine nicht mehr angeschaut. Sie können sich also durchaus anständig ausdrücken. Ja, freilich, Herr Rat. Er hat keine mehr bockt. Wir wollten doch gewisse Dinge nicht mehr beim allgemeinsten Namen nennen. Wie soll ich dann sagen, Herr Rat? Er hat von seinen Pflichten nichts mehr wissen wollen. Ja, das geht auch. Er hat nur noch gefressen und geschlafen. Gefressen und geschlafen und das tut er heute noch. Trotzdem es an, sagen wir es vorsichtig, an verliebten Schweinedamen nicht gefehlt hat. Herr Rat, bei gut 200 Zeit, da stehen ja die Maxl täglich mindestens 2 zur Verfügung. Ach. Ja, und der Maxl? Legt sich den Damen zu Füßen und schläft. Sehr menschlich. Schweinisch und mir unerklärlich. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, entschuldigen, Herr Rat, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass die Verhandlung so zünftig wird. Ach, Sie führen diesen Prozess also nur, damit Sie sich belustigen können. Nein, Herr Rat, nein, wir wollen Ihr Urteil. Wehe, wenn sich mein Verdacht erhärtet, dann gibt es eine gehörige Strafe wegen groben Unfugs bei Gericht. Eicher Bauer, das kann Sie unter Umständen eine Gefängnisstrafe kosten. Herr gell? Und dann, Amtsgerichtsrat, der Streit ist wirklich ernster Natur. Ich weiß nämlich nicht, was dem Eber fehlt. Auch das Tiermedizinische Institut weiß es nicht. Tja, vielleicht haben Sie das edle Tier in den ersten Tagen ein bisschen überstrapaziert. Ne? Habe ich nicht. Na, bei täglich mindestens 2 Liebhaberinnen. Der Eber gilt unter den männlichen Tieren als der allerpotenteste. Ach, Drum sagt man ja, Saubär. also ich bitte kein Wort mehr, Herrschaftszeiten. Schließen Sie doch einen Vergleich und lassen Sie das Gericht in Ruhe mit Ihren Saubärengeschichten. Jeder büßt mir die Hälfte und damit basta. Herr Rat, bitte hören Sie mich an. Wenn das stimmen sollte, dass er die Spritzen verwechselt hat, dann verlange ich von seiner Versicherung 7.000 Mark und die Frachtkosten dazu. Ich hab den Maxl falsch gespritzt. Ja. Herr Amtsgerichtsrat, der Laborbefund. Ja? Ja, lassen Sie sich ruhig Zeit, Herr Doktor. Noch steht ja Aussage gegen Aussage. Aber bitte treten wir in die Beweisaufnahme ein. Die Zeugin... Hier, Herr Amtsgerichtsrat, der Laborbefund des Tiermedizinischen Instituts. Ja. Nebst einem Gutachten des Herrn Ordinarius. Ohne Befund. Herr Rat, auf das Gutachten brauchen Sie überhaupt nichts geben. Rufen Sie doch meine Tochter Maria herein. Und kann die Schläfrigkeit des Patienten vorerst noch nicht geklärt werden? Da haben wir's. Bitte. Ich bin noch nicht zu Ende. Also, Möglicherweise ist die Impotentia Cundi des Ebers
vorübergehender Natur und durch die Fremde des neuen Stalles psychisch bedingt. Stempel und Unterschrift. Also, die dann sich gut. Mein Maxl hätte der schöne Stall nicht gefallen, gell? Womit meine Versicherung jeglicher Verpflichtung entbunden ist. Ich habe noch keinen Spruch gefällt, Herr Doktor. Herr Rat, mein Schweinestall ist der sauberste und der hygienischste im ganzen Landkreis. Ja, ich glaub's Ihnen. Weiß gefliest, mit vollautomatischer Lüftung, fast geruchlos. Ja, aber bitte nehmen Sie jetzt wieder Platz. Herr Rat, man kann ohne Übertreibung sagen, mein Schweinestall ist schöner wie die Stuben von meinen Nachbarn. Die Zeugin Maria Eicher bitte in den Gerichtssaal. Ich verlange seine Verurteilung wegen Körperverletzung. Setzen Sie sich! Die Zeugin Maria Eicher ist aufgerufen. Bitte kommen Sie in den Gerichtssaal. Eine Kastration ist eine Körperverletzung, das merkt der Doktor. Die Zeugin Maria Eicher, was ist denn mit dem Sprechapparat? Funktioniert's wieder nicht, Herr Rat? Hm? Ja, kein Wachmeister, kein Schreiber. Bei der Hohen Justiz wird gespart, das alte Lied. Entschuldigung, hohes Gericht. Aber die Maria ist gerade nicht da. Was denn? Die geladene Zeugin ist nicht anwesend. Ja, anwesend schon, aber gerade nicht da. Ja, wo ist sie? Sie hat gerade wohin müssen. Ach so, ja, dann warten wir heute auf das Fräulein Zeugin. Entschuldigen Sie, Herr Richter, aber kann nicht ich inzwischen meine Aussage machen? Und wer sind Sie? Mei, wer bin ich? Das ist unser Nachbar, der Zursmeier gesaufen. Saufer Zursmeier. Er kann doch selber sagen, wer er ist. Der weiß nämlich auch was, Herr Rat. Ja, ich bin der, wie soll ich denn das sagen? Ich bin der Zukünftige von Fräulein Maria. Ja, was? Ja, der bin ich auch noch nicht direkt. Nicht direkt. Das ist originell. Jetzt hab ich's. Ja. Der Einbildung nach bin ich vielleicht der zukünftige Hochzeiter. Der Einbildung nach, was wollen Sie denn damit sagen? Ja, wenn sie mich mehr hört, beziehungsweise mögen tät. Auf gut Deutsch, Sie begehren die Tochter des Klägers zur Frau, stimmt's? Ja, und wir? Herr Amtsgerichtsrat, ich verbitte mir die merkwürdigen Reden dieses Herrn. Die Zeugin Maria Eicher ist nämlich meine Braut. Deine Braut! Nicht einmal vielleicht ist es, Herr Richter. Nicht einmal vielleicht. Herr Amtsgerichtsrat, ich fühle mich und meine zukünftige Gemahlin beleidigt. Darf ich den Gerichtssaal verlassen? Nein! Jetzt wird's nämlich interessant. Ich fasse zusammen. Die aufgerufene Zeugin Maria Eicher, derzeit wegen Parkschwierigkeiten auf der Straße, ist die Tochter des Klägers und unterhält sowohl mit dem Beklagten als auch mit dem Zeugen des Klägers ein Verhältnis. Das heißt, sie unterhält zwei Verhältnisse. Ja, no, Herr Rat, ein schönes Töchterl ist halt gefragt und für einen Vater kenne ich schon. Sie studiert die Theologie, Herr Rat? Was? Theologie? Theologie? Donnerwetter, jetzt bin ich selber neugierig. Fräulein Maria Eicher, bitte in den Zeugenstand. Und als Mannequin geht's auch noch manchmal. Setzen Sie sich. Sitzen. Ja. Herr Amtsgerichtsrat, ich betone noch einmal, dass ich mit der Zeugin verlobt bin. Wirklich verlobt. Wir werden dieses Jahr noch heiraten. Und ich verbitte mir jeden Spott. Gewiss, gewiss, Herr Doktor, aber nehmen Sie jetzt bitte wieder Platz. Die Zeugin erscheint soeben vor dem Gericht und gleich in doppelter Ausfertigung. Was soll denn das schon wieder bedeuten? Das ist meine Freundin Rosi. Wir jobben manchmal zusammen. Sie möchte gern der Verhandlung beiwohnen, weil sie Tiermedizin studiert. Ja, meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Die Verhandlung ist öffentlich. Nehmen Sie Platz. Nicht neben den Herrn Beklagten, gell, wenn ich bitten darf. Mich stört die junge Kommilitone nicht. Ja, das glaube ich Ihnen, Herr Bräutigam. Die Zuhörer haben bei uns hinten Platz zu nehmen. Entschuldigung. Tut mir leid. Ach, Fräulein Zeugin. Geh, kommst doch mal her zu mir. Ja, ein bisschen näher, wenn ich bitten darf. Kann schon verstehen, dass Sie gleich zwei Bräutigame haben. Was studieren Sie gleich wieder? Theologie. Ach, richtig, Theologie. Ich möchte Religionslehrerin werden. Der ideale Nebenerwerb für meinen Hof. Ruhe, Herr Zeuge. In welchem Semester denn? Im 16. Im 16. Ja, wissen Sie, Herr Rat, zwei Tanten von meiner Tochter Maria sind Klosterfrauen. Und ein Bruder von mir ist Domherr mit dem Prälatentitel, nicht? Ja, ich weiß. Ja, wir sind gewiss eine christliche Bauernfamilie, eine bayerische. Freilich, Aber die Leonhardikabellen, die zu seinem Hof gehört, die lässt er verfallen. Die steht doch unter Denkmalschutz geschaffen, die kann doch gar nicht verfallen. Weil's ich wieder herricht, ich allein und auf meine Kosten. Ich hab das nicht geschafft. Zur Sache.
Du tust das eh gerade, dass du den Tierarzt ärgern kannst. Also bitte, meine Herren, wieder zur Sache. Zur Sache. Wissen Sie, Herr Rat, der Xaverl vertraut halt mehr auf den heiligen St. Leonhard, mehr als wie auf den Tierarzt. Ja, vielleicht hat er recht. Ja, weil ich mehr Glück im Stall habe als wie er. Und das nicht nur zwings am heiligen St. Leonhard, auch zwings mein Geißbock. Was? Ein Geißbock. Amtsgerichtsrat, darf ich mir eine Bemerkung erlauben? Verhandeln wir hier vor einem mittelalterlichen Gericht oder vor einem bayerischen Amtsgericht des 20. Jahrhunderts? Ruhe und hinsetzen! Alle miteinander! Sie haben Glück, dass ich heute bei der letzten Sitzung von meiner Pensionierung so geduldig bin. Ach, Fräulein Zeugin. Geh, kommst du noch mal her zu mir. Schildern Sie mir doch den Hergang jenes Tierarztbesuches, bei dem damals dieser Kunstfehler passiert sein soll, an dessen Folgen der junge Eber heute noch leidet. Ja, ja. Sie waren doch dabei, damals dem Herrn Doktor assistierend. Ja, aber nur weil der Papa nicht daheim gewesen ist. Aha, Sie waren also mit dem Herrn Doktor allein im Stall. Ja. Und er hat dem Maxl eine Injektion gegeben. Ja, und weiter? Was ist dann passiert? Maria, sag alles. Keine Zwischenrufe, Herr Kläger. Sie haben doch sicher mit dem Herrn Doktor ein Gespräch geführt. Ja. Erinnern Sie sich noch worüber? Über etwas sehr Persönliches? Wir haben schon geredet. Aber nicht lang. Dann hat er gleich dem Maxl die Spritzen gegeben. Und was hat er Ihnen gegeben? Sie verschweigen mir etwas. Maria, sag die Wahrheit. Naja, er Ja, heraus mit der Sprache, heraus damit. wollte halt ein bisschen Ja, schmusen. im Schweinestall. Ha, Herr Rat, mein Schweinestall ist so sauber und hygienisch, dass man da drin ohne Sie weiter setzen sich jetzt bitte wieder hin, Herr Kläger. schmusen kann. Eine Unfallzeugin, Sie sagten, er wollte... Haben Sie ihn abgewiesen? Muss ich das sagen? Ja, ich bitte Sie darum. Nein, Maria, das brauchst du nicht zu erzählen. Wir sind schließlich miteinander verlobt und werden dieses Jahr noch heiraten. Mama hat gesagt, nur wenn das Examen wieder nicht besteht. Maria, das bestehst schon, das weiß ich gewiss, dass es besteht. Sie haben jetzt nicht das Wort. Entschuldigung. Außerdem hilft uns der heilige St. Leonhard. Setzen Sie sich wieder hin, Herr Zursmeier. Was haben denn diese Privatangelegenheiten mit der Impotenz des Ebers zu tun? Eine Menge, Herr Doktor, eine Menge. Ja, also mir wird der Fall allmählich klar. Kommen Sie doch noch mal her zu mir, Herr Doktor. Sie stehen zwar jetzt nicht vor dem Traualtar, sondern vor dem Richter. Sie haben es also versucht, Herr Doktor. In diesem Punkt verweigere ich die Aussage. Weil ich Pfiffer hab. Ach so. Herr Zursmeier. Ich hab's nämlich durchs Fenster beobachtet, Herr Rat. Mit klopfendem Herzen, das dürfen Sie mir glauben. Aber dann hab ich mich nicht mehr zurückhalten können und bin dazwischen gefahren. Und gerade noch rechtzeitig. Ja, und gerade noch rechtzeitig. Ja, dann hat er von ihr ablassen und hat dem Bären die Spritzen gegeben. Ach ja. Ja. Für das Protokoll, die Injektion des Ebers erfolgte in eifersüchtiger Erregung. Ich habe gewissenhaft und sorgfältig initiiert. So, sagen Sie mal, Herr Doktor, haben Sie in Ihrer Ordinationstasche die Ampullen nicht ein bisschen durcheinander liegen? Nein, ich habe meine Ampullen sorgfältig geordnet. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Das stimmt. Er ist überhaupt sehr ordentlich. Seinen Ordnungssinn kann ich beschwören. Aber warum denn gleich schwören? Ich glaube, Sie Ihnen auch so. Ein Theologen lässt man doch bei Gericht nicht schwören. Geschweige denn eine Theologin. Nachbar, jetzt musst du reden. Sag alles, was du weißt. Na, Nachbar. Herr Rat, der Herr Zursmeier hätte noch eine Aussage zu Ich machen. mag die Viechdoktor gewiss nicht, aber ich mag nicht noch tiefer reintauchen. Red, sonst rede ich. Sag alles, was du mir erzählt hast. Ungern. Kommen Sie, Zeuge. Ich kann Sie vielleicht zur Aussage zwingen. Kommen Sie, treten Sie näher. Also, wie ich dazwischen gefahren bin, da hat er mal Grobheiten gesagt. So, was denn zum Beispiel? Ja, wie er die bewusste Spritzen aufgezogen hat, durch die der Maxl heute noch keine anschaut, nicht wahr? Ja. Da hat er gesagt, am liebsten gebe ich Ihnen eine Stressnil-Injektion, dass Ihnen der Appetit auf meine Braut endlich einmal vergeht. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ja. Eine sehr belastende Aussage, Herr Doktor. Äußern Sie sich dazu. Naja, vielleicht habe ich es gesagt. Sie wollten eigentlich den Rivalen schädigen, haben aber in Ihrer Erregtheit an seiner Stelle den Eber getroffen. Stimmt's? Jetzt muss er zahlen. Gespritzt, aber nicht geschädigt.
Die Schlafkrankheit des Evers hat eine andere Ursache. So. Ja, und Sie, Fräulein Eicher, was haben Sie gesagt? Wie haben Sie sich verhalten zwischen den beiden Herren? Ja, also für mich ist der Fall genügend dargestellt. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Ich formuliere gleich das Urteil. Seine Versicherung muss zahlen. Geh, Papa. Ach, Fräulein Zeugin, komm du noch mal her zu mir. Ich habe eine Frage an die Studentin der Theologie. Welcher von den beiden Herren ist denn nun der echte Bräutigam, der Beklagte oder der Zeuge? Muss ich das sagen? Ja, wenn ich Sie darum bitte. Denk an die Klagemauer. Vergiss das alte Kanapee nicht. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sowas will wohl überlegt sein. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Setzen Sie sich wieder hin. Hier mein Spruch in der Schadensklage Eicher kontra Heigelmeier. Bitte aufstehen. Im Namen des Volkes, der Beklagte wird freigesprochen. Danke. Die Kosten trägt der Kläger. Ha? Dem Beklagten konnte allenfalls eine im Kausalzusammenhang inadäquate Schädigung nachgesagt werden, welche aber zu einer Restitution nicht verpflichtet. Paragraph 249 BGB etc. Die Verhandlung ist geschlossen. Muss der Maxl ins Schlachthaus. Lass der Zeit, Nachbar. Ich hab noch andere Hoffnung. Tut mir leid, Schwiegervater, aber du hast auf den Prozess bestanden. Mit dir rede ich 3 Monate lang nimmer. Geeicher, Vater. Maria, gib ihm doch endlich einmal den Laufpass. Ich mach mein Examen. Und das bestehst, Maria, das weiß ich. Und wenn du es nicht bestehst, brauchst du den Doktor auch nicht zu heiraten. Und wenn die Mama auf den Kopf steht, Maria, wir gehen. Habe die Ehre. So, jetzt hast du es, Herr Veterinär, weil du gewonnen hast. Du hättest den Prozess verlieren sollen, dann hättest du Chancen. Wenigstens beim Vater. Gratuliere, Herr Kollege. Danke. Ich arbeite zwar über die Brut der Kanarienvögel, aber Schweine, das habe ich heute gemerkt. Schweine können auch ganz interessant sein. Der Sauber ist noch nicht aufgewacht. Die Tochter hat's Examen nicht gemacht. Der Sauberwerk Schlacht. Doch sie tracht in den heiligen Ehestand mit Macht. Trotzdem gilt für sie ja die Frage, ob am Bauernstand gar nicht mehr mag. Sie lässt sich heut so gern verführen, und Musieren geht ihr übers Studieren. Trotz der Theologie, der Moral, ist der Maria ihr Doktor egal. Sie findet allweil noch nicht ihren Schlag, weil am Bauernstand gar nicht mehr mag. Das ist für die Bauern ein Plag, dass am Bauernstand gar nicht mehr mag. Das ist böse. Oft einer kriegt viel Geld kein Weih, vom Verband nicht von keiner Partei. Drum, heiliger Leonhard, bitt, verlass doch heut du uns jetzt nicht. Drum, heiliger Leonhard, bitt, verlass doch heut du uns jetzt nicht. Oh mei, hat das lang gedauert. Ich hätte es bald nicht mehr da stehen können. Oh. Jesus. Maria! Ja. Geh weiter, schick die, wir müssen im Kaffeetisch stecken. Feierlich hat es gemacht, der hochwürdigste Herr Onkel. Sehr feierlich. Ja, die Predigt hätte ruhig kürzer sein dürfen. So viel weiß man doch gar nicht vom heiligen Leonhard. Ein Domherr weiß immer mehr. Lass stehen, Mama, wir decken den Kaffeetisch schon. Wenn's nach dem Papa geht, kommen mindestens 20 Honorationen. Sogar der Herr Landrat. Ja, ja, geh du raus in die Küche. Die Rosi hilft mir ja. Nimm 2 das gute Silberbesteck und die Stoffservietten. Sei doch nicht gar so aufgeregt. Die Hauptsache war doch die Einweihung und die ist schon vorbei. Wenn die Herren allesamt kommen, wird uns der Platz zwingen. Alle kommen's nicht. Haben wir einen frischen Obstler da? Der Herr Landrat mag immer zuerst einen Obstler. Einen?
Und der Herr Abgeordnete schwärmt so von unseren Gesichten. Wenigstens probieren müssen wir es ihm lassen. Und das alles wegen dem heiligen Leonhard in unserer alten Kapelle. Ist nicht schön worden? Wohl schöner, wie sie vor 300 Jahren gewesen. Ist gestern in der Zeitung gestanden. Wie kann der das schreiben? Er hat es ja vor 300 Jahren nicht gesehen. Und wer hat's restauriert? Ja, das musst du nicht allebei vorsagen. Doch, Mama, man muss ihn loben. Er ganz allein hat's restauriert. Das hätte nicht einmal ich ihm zutraut. Und wenn's nur so schwärmst, Xaverl bleibt Xaverl. Ich hab's direkt gespürt während der Einweihungszeremonie, wie der heilige Viehpatron die Ställe ringsum unter seinen persönlichen Schutz genommen hat. Auch unseren Saustall. Direkt gespürt hab ich's. Und was anderes hast du nicht gespürt. Was denn? Sie, Freien Rosé, möchten Sie nicht die zweite Torten von der Kircherei tragen? Bittchen. Gern, Frau Eicher. Was ist denn? Hast du das nicht gespannt, dass sie da während der ganzen Feierlichkeiten sich an Herrn Doktor gedruckt hat? Bin ja ich neben ihr gestanden. Und sie neben ihm. Pass auf, Madel. Bis du umschaust, stehst der Lord da. Da wäre sie nicht die erste gute Freundin. Meinst? Ja, das meine ich. Gar manche Schönheit ist überhaupt nicht zum Heiraten gekommen, weil sie sich nie hat entscheiden können. Vielleicht hab ich mich schon entschieden. Ja, sei so dumm. Jetzt deckt's schön den Tisch, ihr zwei. Ich muss wieder hinaus. Ich soll den hochwürdigen Herrn Schwager persönlich ins Haus führen. Du, gefällt dir die Praktikantenstelle? Ja, ich bin ja erst ein paar Mal mitgefahren. Das ist natürlich kein Vergleich mit der Kleintierpraxis meiner Tante in München. Du, ich schneide die Torten schon an. Hm? Gestern zum Beispiel habe ich ihm abends noch bei einer komplizierten Pferdegeburt assistiert. Das war ganz schön aufregend. Der junge Hengst wollte erst gar nicht auf die Welt kommen. Aber wir haben ihm schon geholfen. Mit vereinten Kräften. Ja, für ihn war es Routine. Aber ich habe das bisher nur in der Theorie erlebt. Dann steht ja einer Doppelpraxis eines Tages nichts mehr im Weg. Wie meinst du denn das? Na, du verarztest Katzel, Hund und Wellensittich und er Kier und Sei und Ross. Aber Maria... Oder ist er da unsympathisch? Das nicht. Aber er hat doch bloß Augen für dich. Meinst? Der hat dich damals im Gericht ziemlich spontan angeschaut. Das glaube ich nicht. Außerdem seid ihr ja verlobt. Verlobt? Du bist meine beste Freundin. Vielleicht bin ich ja zu dumm für ihn. Oder sagen wir zu kompliziert. Und etwas zu geistlich für die Tiermedizin. Du und geistlich. Dann fehlt halt was anderes. Eine gewisse letzte Sympathie. Okay, das bildest du alles nur ein. Vielleicht fehlt es auch an der nötigen Konkupiszenz. Was ist denn das? Leidenschaft auf moraltheologisch. Ach so. Aber meinst du nicht, dass das wieder wird? Ich glaub nicht mehr dran. So, und jetzt mache ich einen Kaffee und du empfängst die Gäste. Oder umgekehrt, ich mache einen Kaffee. Ist ja schon alles hergekriegt. So, da keinen Zwang an, Rosi. Tiermediziner passen immer zusammen. Okay, Maria. Wo ist denn die Mama? Wo ist denn? In Kapellsnüber, sie will den Onkel Wastel herbegleiten. Der kommt nicht. Was? Ja, ihr könnt's wieder abdecken. Die Herren kommen nicht zum Kaffee. Die marschieren alle ins Wirtshaus. Na, alle hätten's ja doch nicht Platz gehabt. Nicht einmal reinschauen tun's zu uns, die Herren Honoratioren. So wenig sind wir noch wert, mehr Bauern. Geh, Papa. Ah, Maria, wir haben kein Ansehen nimmer. Geh, Papa, trink ein Schnapsal, dass du wieder lustiger wärst. Da schau her. Marschieren schon alle los, in Reihe und Glied. Und das ohne mich, wo doch ich der Kapellenbesitzer bin, nicht? Aber freilich, der Herr Landrat, der muss natürlich zu einer Geburtstagsfeier vom Herrn Regierungspräsidenten, der Herr Kreistagspräsident, der muss zum Handwerkertag und der Herr Abgeordnete, der muss natürlich zu einem Betriebsjubiläum von einem Damenfriseur. Zum Wohlsein, Papa. Und mein hochwürdiger Herr Bruder, der muss zur Bischofskonferenz, ist ja klar. Dabei wäre er so gern da geblieben. Ach, hör doch auf. Papa, das weiß ich. Nix weißt. Nicht einmal sein Vaterhaus betritt er. Aber unser Leonhard die Kapelle hat er eingeweiht, die frisch restaurierte. Ja, freilich. Da hat er sich auch fotografieren lassen von den Reporter. Da haben sich alle fotografieren lassen, die Herren. Papa, du redest ja direkt revolutionär. Red ich nicht. Red ich nicht, Maria. Aber es mag uns halt niemand mehr, nicht? Nicht einmal der eigene Herr Bruder, dein Onkel. Aber der mag uns doch. Ja, das habe ich gemerkt. Wenn ich Schulden hätte, gäbe der mir keine Mark bleiben. Keine müde Mark, sag ich dir. Kaffee ist fertig. Wir brauchen keinen Kaffee abdecken, habe ich gesagt. Ja, und anschließend könnt ihr ins Wirtshaus gehen. Ihr seid doch jung. Ich lege mich inzwischen aufs Kanapee. Grüß Gott. Habe die Ehre.
Ah, da komme ich ja genau recht. Bitte, setz dich nur gleich her. Gern. Die Rosi schenkt da ein. Danke, Kollegin. Bitte, bitte. Ach, übrigens, Eicher Vater, ich war gerade im Saustall. Der Maxl schlaft immer noch, trotz der Restaurierung der Leonhardi-Kapellen und trotz der so festlichen Einweihung derselben. Der Eber schlaft immer noch und schaut keine nicht an. Geh regen Papa nicht auf mit solchen Sticheleien. Ich reg mich nicht mehr auf, Maria. Der Maxl kommt morgen weg. Der schlaft ja bereits das 3. Monat. Ab ins Schlachthaus mit ihm, wenn ihm schon gar nicht gefällt. Ja, ja, der Bär ist mein Rätsel. Mir auch. Ein recht merkwürdiges Rätsel. Ja, ja. Ich möchte fast sagen, die Geschichte ist mir unheimlich. Ja, ja. Ja, sei so gut, Doktor. Hoffst du vielleicht auf den Xaverl, sein Leonhardi-Wunder, hä? Nein, das nicht. Aber trotzdem bleibt mir der Bär ein Rätsel. Weil er auf nichts angesprochen hat, auf ja. rein gar nichts. Nicht einmal auf unseren Prozess, gell? Na, Papa, ich hab was gespürt während der Einweihung. Du? Nicht direkt ein Wunder, aber vielleicht den Hauch von einem Wunder. So. es ist ja schon ein Wunder, dass der Herr Zursmeier die Kapellen hat so schön herrichten können. Ja, ja. Neben seiner Ökonomie und das in knapp 3 Monaten. Ja, jetzt wird's Tag. Ja, sag einmal, Doktor, seit wann redest du so anerkennen über den Zursmeier Xaver? Vielleicht auch erst seit heute? Alles redet von Xaver, versteht? Das fällt mir schon den ganzen Tag auf. Überall heißt Herr Zursmeier hin, Herr Zursmeier her. Als wenn er der Kapellenbesitzer wäre. Das bin aber immer noch ich, gell? Ehre wem Ehre gebührt, Ah, ja. Papa. Er hat's mühevoll restauriert und hat selber gemalt und zimmert und geschreinert. Er ist der Mann der Stunde, Eicher Vater, und das mit Recht. Das ist in Ordnung, aber bei jeder Rede hätten sie ihn auch nicht so loben brauchen. Sogar mein hochwürdiger Herr Bruder hat ihn aufgelobt über den Scheik Hennig. Also so viel hätte es auch nicht braucht, nicht? Die gestrige Zeitung schreibt. Was in der Zeitung steht auch noch. Moment. Ja, les vor. Ja, genau, da steht's. Nur ein ganz echter, ein durch und durch frommer und origineller Bauer konnte so ein Denkmal spiritueller Volksfrömmigkeit mit dem Geschick seiner Hände Arbeit restaurieren. Mit Foto. Schön. Da schau. Ja, von mir aus. Warum hast denn du deine Leonhardi-Kapellen nicht selber restauriert? Warum, Maria? Das weißt doch selber. Ich hab da 3-mal Stall gebaut. Zuerst einen neuen Kuhstall, dann umbaut auf Bullenmast, dann neu eingerichtet für Schweinezucht. Ja, was hätte ich denn noch erst machen sollen? Mit was hätte ich denn die Leonhardi-Kapellen restaurieren sollen? Du Maria, schau, das ist doch der Herr Zursmeier. Ich habe nämlich nicht nur die größten Schweinestallungen von ganz Bayern, ich habe auch die saubersten und die hygienischsten. Und das war mir wichtiger, als wir die Leonhardi-Kapellen restaurieren, nicht? Freilich. Eben. Ja, wie kommt denn der daher? Im Stallgewand. Und mit einem Schubkarren voll Mist. Xaverl, was ist denn passiert? Ja, ich meine, es Geschichte was. Was denn? Ich komm rein und erzähl das. Jetzt Geschichte was. Ich spür's. Was spürst du? Der ist doch gerade noch im Lodenanzug neben dem Landrat gestanden. Ja. Ja, ich glaub, es geschehen noch Wunder. Ich glaub's auch. Ich glaub's aber nicht. Wie der hochwürdigste Herr Prälat, dein Onkel, bei der Einweihung den Segen erteilt hat, in dem Moment ist mir die Idee gekommen. Eine Idee. Jedes Wunder fängt mit einer Idee an. Du Xaver, das ist ja Schweinemist, was du da auf deinen Schubkarren spazieren Ja, fährst. von meinem Sausteuermist, von meiner Sei, der hat nämlich einen stärkeren Geruch wie der eurige. Ja, ich riech's. Und wo willst du mit dem Dreck hin? Doch nicht vielleicht zu uns? Ja, in deinen Sausteuer, in deinen sauberen, geruchlosen, vollklimatisierten. Untersteh dich ja nicht, gell? Doch, Nachbar, das muss sein, sonst wird der Maxl nie mehr gesund. Ich brauch dein Dreckmist nicht in meinen sauberen Stall. Geh, Papa. Nachbar, wenn der Maxl meinen Mist in die Nasen kriegt, dann wird er wieder munter. Der braucht nicht mehr munter werden. Der kommt morgen ins Schlachthaus. Papa. Ich will nichts mehr hören. Die Idee von dem Herrn Zursmeier ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, Schweine sind Nasentiere, starke Riecher. Richtig. Und die hygienische Sterilität des gefliesten Schweinestalls hat den Eber krank gemacht. Ja. Richtig, so ist. Unser Saubär hat eine hygienische Neurose. Ja, ja, eine hygienische Neurose. Richtiger, so ist, Herr Doktor. Genau das Gleiche, habe ich auch gedacht. Packen wir's gleich an, Xaverl. Der Maxl soll endlich seine Nase in den wollüstigen Dreck stecken dürfen. Das darf er. Und das wir. Genau, komm. Jetzt spinnen sie alle. Maria, ich möchte haben, dass du dabei bist. Ich wünsch mir's. Ja, Xaverl, ich erfüll dir deinen Wunsch. Komm. Na, ich bleib da. Der Maxl ist mir schon lang wurscht. Ausgerechnet bei mir wird der heilige St. Leonhard wundertätig werden. Geh. So, jetzt geh nur rein. Papa, Ja, da bin ich. schau, wen ich da mitbringe. Oh,
Gott zum Gruß, mein lieber Bruder Michel. Gott zum Gruß, mein lieber Bruder Sebastian, dass du doch noch gekommen bist, hä? Was wäre die Heimat ohne diese Stuben? Ich hab glaubt, dir ist die Einweihungsfeier Und was wichtiger. magst du für eine Torten? Hochwürden, Herr Schwager? Oh, lieber gar keine. Oder muss man schon Exzellenz zu dir sagen? Na, Mama, Exzellenz muss nicht sagen. So weit bringt es nicht mehr. Gell, weißt du? Bleib nur beim Wastel, Anne. Vielleicht doch ein ganz kleines Stückel von der da, bitte. Ich kann euch nämlich die freudige Mitteilung machen, dass die Maria diesmal ihr Examen bestanden hat. Wirklich? Im Ernst? Im Ernst. Gott sei Dank. Ich darf das nur im Vertrauen weitergeben. Mein Freund, Ihr Professorprälat Dr. Zinkel, hat mir's heute früh am Telefon angedeutet. 1000 Dank auch dir, heiliger St. Leonhard. Ja, St. Leonhard hilft meist im Stall, manchmal aber überall. Bruderherz, jetzt hast du mich direkt erwischt. Papa, geh zu. Auch die Seele will manchmal lachen. Ja, freilich. Das sind die Freudentränen der Eltern, die bestätigen die Erziehung ganz gleich, wie es nachher gewesen ist. Ja, ich mein, Mama, als zukünftiges Fräulein Tochter wird's doch nicht mehr mit dem Schaufel rumscharwenzeln, nicht? Warum nicht? Akademische Würden machen den Menschen nicht gescheit. Na, sie weiß ja nichts gegen Xaver, heute schon gleich gar nicht. Aber er ist halt ein altmodischer Fritter, der sich nichts sagen lässt. Schau, 20 Mal haben sie ihm schon Pläne gezeichnet für einen neuen Stall. 20 Mal haben sie ihm die Finanzierung ausgerechnet und einen hohen Zuschuss versprochen. Nichts hat's genutzt. Er mag nicht. Er hat einen Charakter. Ja, es gibt aber auch im ganzen Landkreis keinen zweiten, der noch so alte Ansichten hat wie der. Er hat eben die Kapelle so schön restauriert, dass sogar die Herren vom Landesamt für Denkmalspflege begeistert sind. Ja, das ist ja in Ordnung, lieber Bruder Sebastian. Aber von uns hätte ja keiner so viel Zeit gehabt. Du schon. Jesus, Papa, du weißt ja das Neueste noch gar nicht. Was denn? Wollen Sie einen Xaver vielleicht zum Bauernverbandspräsidenten machen, hä? Du weißt das Neueste noch nicht. Der Erich, unser Bankkassier, Ja. soll beim Wirt erzählt haben, dass der Xaverl um 2 mal 100.000 Mark Pfandbrief hat. Um wie viel? Um 2 mal 100.000. Und was haben wir? Der mit seinem extensiven Großvaterbetrieb hat gar nichts, das sag ich da. Der Bankkassier wird's doch wissen. Es geschieht noch. Ein Wunder. Das muss ich sehen. Mit eigenen Augen muss ich das sehen. Ein Wunder. Ein Wunder. Jetzt kriege ich schon langsam mit Angst zu tun. Onkel Sebastian, der heilige Leonhard hat ein Wunder gewirkt. St. Leonhard, der Abt von Noblac bei Limoges, hat schon viele Wunder erflehen helfen. Erflehen helfen. Das ist gut formuliert, Onkel. Da hört man gleich die ganze Spiritualität der Volksfrömmigkeit heraus. Hört man. Und jetzt wünsche ich mir noch mal ein ganz kleines Stückchen, liebe Und Schwägerin. unser lieber Nachbar, der Xaverl, hat mitgefleht. Kann man das so sagen? Das ist die Heilssolidarität, wie man heute sagt, der Lebenden mit den Heiligen im Himmel, die sogar in deiner Dissertation eine Rolle spielt. Von der ehelichen Pflicht im Zeitalter der Emanzipation. Eigentlich ist ja alles auch wieder zum Lachen. Ein Wunder an einem Saubären. Nein, auch Heilige haben Humor. Ach so. Und Mama, Wunder ist Wunder. Der heilige Leonhard war ein Benediktiner. Und jeder Benediktiner hat eine Freude am lieben Vieh. Vielleicht auch an einem heutigen Zuchteber. Und gerade Bayern ist ein benediktinisches Kulturland. Das hast du schön gesagt. Bavaria terra benedictina. Sonst hätte man noch mehr Schlawiner. Ja, am Maxl freut's Leben wieder. Und mich auch, Xaverl. Ja, dann nehmen wir die Schneid. Herr Prälat, darf ich Ihnen meine Hochzeiterin vorstellen? Geh, Xaverl, der Onkel kennt mich doch.
ist mir bekannt, das Fräulein Doktor. Was? Doktor? Doktor? Ja, wenn es ja so ist, dann lasse ich die Katz gleich aus dem Sack. Herr Hochwürden, darf ich Sie um die Kopulation bitten? Es wird mir eine Ehre sein, Xaver. Auf Leonhardi wird geheiratet. Aber das musst du mir versprechen, Xaver. Ein bisschen moderner musst du schon werden jetzt. So und auch als Landwirt. Na, Mama, er soll so bleiben, wie er ist. Vergeht's gut. Der heilige Leonhard wird euch nicht verlassen. Der Altersunterschied. Magst denn du überhaupt einen Mann, der um 14 Jahre älter ist? Ein Idealist bleibt länger jung. Liebe Schwägerin, er hat soeben im Stall ein Wunder erflehen helfen. Er kann hoffen, dass St. Leonhard ihn auch in späteren Jahren noch erhöht. Ja, ich sag schon nichts mehr. Aber dass du einmal eine altmodische Bayerin wirst, also das hätte ich nicht geglaubt. Oh, da darf man ja gratulieren. Die hygienische Neurose des Ebers ist völlig geheilt. Der Maxl ist voller Kraft. Ein Wunder. Darüber werde ich einen veterinärwissenschaftlichen Bericht schreiben. Das magst Da schauen Sie, Herr Doktor, lassen Ihnen Sie das gefallen? Ja, ich mach's nämlich dem Xaver nach. Was sagst du, Doktor? Wundert Sie das, Herr Schweinezüchter? Nein, mich wundert nichts mehr, Herr Fischdoktor. Sebastian, geh, komm mal her zu mir, komm. Duldest du das? Ich kann es nur segnen.